Ja, hallihallo und herzlich willkommen zurück zu der nächsten Folge World of Warcraft. Wir sind hier mit in einer Questreihe stecken geblieben. Und zwar müssen wir hier ein paar Sachen ausmerzen, ein paar Sachen aktivieren, so Kragwas, gestohlene Götze und so weiter. Und ich würde sagen, wir machen einfach mal weiter, wo wir stehen geblieben sind. So, da hinten haben wir gerade mit zwei von diesen Götzen. Nice. Ah, du Nudle. Mit ihrem Geschrei sind da auf uns zugekommen. Der hat doch nicht mehr alle Tassen im Schrank, sich da mit dem Schweizer anlegen. Hey, so. Das haben wir im Fall auch schon erledigt. Ein Löli haben wir ausgeschaltet, da folgen noch ein paar andere mehr. So. Dann haben wir wieder noch Götze. Kriegspatrone Botamie. Also wir müssen da noch jemanden töten und da vorne haben wir noch eine Quest, die wir annehmen können. Ich würde mal sagen, wir nehmen die an. Vielleicht hat die damit zu tun, dass wir sogar noch ein paar von denen töten müssen. Das sind ein paar bisschen viel. Das sind gerade ein bisschen viel. So. So. Das sind gerade wirklich ein bisschen viel aufs Mal gewesen. Aber auch das ist kein Problem für den lieben Schweizer. So, langsam haben wir es richtig im Griff, gegen mehrere aufs Mal kämpfen. Benutze das Blasrohr, um 5 Blutjägertrollen zu schwächen. Nice. Nice. Machen wir doch liebend gerne und dann haben wir schon mal die nächste Götze freigeschaltet. Aber ich würde sagen, wir gönnen uns noch schnell irgendeinen Snack. Damit wir mal schon das Leben wieder voll haben, weil wenn wieder so eine Situation kommt, dann wollte ich schon darauf vorbereitet sein, jawohl. Jawohl. So. Oh, komm. Ich kann also sich schon mal gemütlich etwas Kleines gönnen. Also eigentlich haben wir ihm Milch gegeben, aber er isst das Brot. Das ist doch einmal was. So. Drachenfallknuffen heilen, weil den müssen wir dann noch töten. Da haben wir noch gerade mehrere Götze umeinander. Den können wir jetzt schwächen. Mit unserem Pfeil. Also da können wir wirklich die Quest gerade gut vereinen. Ich würde sagen, wir schalten wirklich zuerst alles rundum aus. Nice. Da haben wir dann nämlich schon die nächste Götze. Da haben wir noch... Also Götzen haben wir wirklich, glaube ich, genug. Und dann müssen wir ja den Grossen da hinter uns noch töten. Und das mit dem Blutroll sollten wir ja eigentlich auch noch gut anbekommen. Jetzt, wo wir eine Quest dafür haben, lohnt es sich auch richtig, die zu töten. Schon wieder so eine, die das Gefühl hat, sie sei der König der Welt. So. Aber die schalten wir auch ohne Probleme eigentlich aus. So. Nice und erledigt. Wir sind, glaube ich, wirklich langsam richtig stark unterwegs. So. Götzen haben wir alle. Dann würde ich sagen, machen wir das mit dem Gift noch schon fertig. Dann brauchen wir ja nicht mehr so viel. Und die haben wir ja wirklich richtig schnell erledigt. Dann können wir da den zweiten auch gerade rufen. So. Okay. Ich muss da nicht mal gross mich reinmischen, das machen meine Drachenfalken schon von alleine. Das ist natürlich ziemlich nice. So, dann haben wir die Quests alle erledigt. Aber die müssen wir abgeben. Eine da vorne. Die Nachricht kommt oder da vorne. Giftige Berührung. Ich würde sagen, wir gehen mal richtig giftige Berührung. Wir gehen mal richtig giftige Berührung. Da haben wir 3 Quests zum Abgeben. Die anderen können wir ja dann wirklich am Schluss noch machen. Also abgeben. Das sollte irgendwo da vorne sein. Das sind alles Frösche umeinander. Also ich gehe wirklich davon aus, dass wir beim Froschelloa in der Nähe sind. Mich wundert schon, wie der aussieht. Wahrscheinlich einfach wie ein Frosch. Ist er das? Kragwa, der Riesige. Ich glaube, das ist er. Sally! Leck, der ist wirklich riesig. Das ist ein verdammter Mordsteil. Sally! Jagd den Jäger. Für das können wir... ja, wir nehmen das da. Und gefallene Götze. Quest beenden und giftige Berührung. Quest beenden. Beschafft das Zepter der Wiedergeburt und führt das Ritual von Kragwa bei Zentimo durch. Okay. Aber dafür würde ich gerne schon zuerst meine neuen Sachen anlegen. Und zwar mein neues Handgelenk. Wo ist das da? Eine Rüstung, ein Ausdauer, 7 kritische und 9 Vielseitigkeit. Also kommt das ziehen wir an. Haben wir es angezogen? Jawohl. Okay. Dann müssen wir jetzt uns das Zepter da schnell schnappen.
und ein Ritual durchführen. Mit ihm zusammen da. Hä? Was muss ich jetzt mit dem Zepter machen? Ritual durchgeführt. Ah, bei dem da, am Boden. Let's go. Zurück zu den Fröschen. Sentimo hat mir gut gedient. Sein Geist wird unter meinen Kindern weiterleben. Alles klar. Dann ist er jetzt zu einem Frosch geworden. Monster haben Tötet in den oberen Froschmarsch in Natzmittiere und nehmt ihr Fleisch. Eine Zauber... Hat der gerade Flüge gefressen? Alter, ich bin so verschrocken. Es ist mir einfach irgendetwas entgegengekommen. Der hat einfach eine Flüge gefressen. Sammelt wunderschöne Glühwürmchen in den oberen Frohmarsch. Machen wir doch. Haben wir sie jetzt angenommen? Jawohl. Ja, wir bringen dich wieder zur Kraft. Also er hat uns jetzt eigentlich darum gebeten, ihn wieder zur Kraft zu kommen. Darum müssen wir jetzt die Quests dafür ihn erledigen. Und ich würde sagen, das machen wir doch liebend gerne eigentlich schnell. Dann helfen wir jetzt dem Froschlo auch nochmal wieder in die richtige Spur, damit er richtig mächtig wird, uns zu unterstützen im Kampf gegen die Blutroll. Und dann erfahren wir vielleicht irgendwann einmal, wer der Gahun ist, weil mich das bis jetzt wundernimmt. Wer ist der Gahun? Wenn wir da rein? Sieht danach aus, ja? Nicht, dass ich da wieder irgendwelche Tierchen töte, die nicht so nötig wären. So, dann gehen wir... Du bist eh tot. Okay, wir kommen mehrere Fleisch mal pro Monster rüber. Das ist schon mal gut zu wissen. Hinter einem Büschli. So, da haben wir schon ein paar Glühwürmchen. Aber dann schalten wir gerade dich mal noch schnell aus. So, nice. Auch schon erledigt. So. Dann nehmen wir das Fleisch da und dann können wir da Glühwürmchen sammeln. Jetzt haben wir nur 2 eingesammelt. Nein, wir brauchen mehr. So. So. Da hinten haben wir wieder mehrere Glühwürmchen. Dann würde ich sagen, wir kümmern uns jetzt zuerst einmal um diese hier. Dann sollte das schon ziemlich gut kommen. So. Dann können wir da wieder Glühwürmchen sammeln. Wahrscheinlich braucht er die zum Verspeisen haben. Damit er wieder ein bisschen mehr Kraft hat. Wer gut gegessen hat, der hat auch viel gemacht. Das ist ja so. So. Dann töten wir dich noch schnell, weil Fleisch müssen wir ja wirklich auch noch eine gute Menge sammeln. Also wir können nicht aus Acht lassen, einfach nur Glühwürmchen sammeln, sondern wir sollten ja schauen, dass wir da wirklich auch genug von den Dinosauriern töten. Hoppa, nice. Dann töten wir den schnell. Was ist das für ein riesiges Ding? Flussbestie, die gerade gestorben ist. Oh Mann, schade. Also ein anderer Spieler hat es getötet. So. Wir begegnen überall Spieler. Es ist unglaublich. Es sind so viele Spieler unterwegs momentan hier in Zuldasar. Oh. Die Oi habe ich eigentlich nicht wollen. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Oi habe ich eigentlich nicht wollen, meine Lieben. Meine Lieben. Brauche ein Ziel. So, die haben wir getötet. Jetzt brauchen wir eigentlich nur noch Fleisch. Fleisch. So, 21 haben wir schon mal. Also wir tun jetzt wirklich schön einen nach dem anderen töten. So, dann steht der nächste schnappen. Das sollten wir nämlich schon anbekommen. Genau, jetzt geht da der nächste. So, wieder 8 Fleisch können bergen. Glühwürmchen müssen wir da noch einsammeln. Da haben wir gerade noch ein paar. So. Nein, von dem bringt mir nichts. Der bringt mir nichts. Drachenfalken, nein. Ah, Mann. Ah, doch, der bringt mir auch Fleisch. Ja, dann töten wir doch den auch noch. Der bringt mir ja auch Fleisch. So, Drachenfalken sollten wir mal wieder heilen, die Armen. Ich kann nicht vor, dass sie mir nochmal sterben. So, Krabbendings haben wir auch. Jetzt können wir langsam nachher wieder den Beutel mal leeren.
Also langsam haben wir 6200 Gold zusammen. Also es ist nicht wenig. Es ist nicht wenig. Von dem kommen wir auch Fleisch über. Also komm, dann töten wir halt auch noch so eine Flussbestie. Dann töten wir halt dann auch nochmal so eine Flussbestie. Schade eigentlich, weil ich finde die mega cute. So etwas hätte ich auch gerne als Reittier. Einfach so ein riesen Teil am Umeinander dingseln. Umeinander reiten, das wäre auch noch irgendwie easy nice. Aber wir haben ja unseren nicht der Drache. Das Einzige, was immer noch schade ist, dass wir nicht fliegen können. Sonst würden wir machen tiu, tiu, tiu. Und wir wären in jeder Position hure schnell. Aber da reiten wir jetzt einfach durch. Einfach durch, einfach durch, einfach durch, einfach durch. Schnell, 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 schnell. Schnell, schnell. Was, da haben wir noch? Quest? Soll ich die mal annehmen oder ignorieren wir die mal noch? Sogar zwei. Nein, wir ignorieren die jetzt mal. Wir sind noch der Hauptquest dran. Am Frosch helfen. Vielleicht kommen wir ja später nochmal in seinen Bereich rein, weil sonst machen wir jetzt plötzlich die Quest und nachher hätten wir wieder Quests in dem Bereich rein. Das wäre ja schade. Wie komme ich da schon wieder rein? Ich muss den Eingang finden. Mann! Mann. Finden wir da den Eingang? Das Einzige, was ich da gefunden habe, ist ein Kisteli, wo sich irgendwo da befinden sollte. Aber ich sehe es nirgends. Ah! Im Skelett drin. Ach, Jägeli. Dann nehmen wir doch das mal auf. So. Gehen wir mal schnell die Quests abgeben. Das habe ich eigentlich gedacht, du sagst schon ins Gesonnen, aber in dem Fall nicht. Hey, wie komme ich jetzt da rein? Ich muss wieder zu dem Frosch zurück, gehe ich jetzt davon aus. Da! Hey, Jägeli. Hat der sich gut versteckt, du. Der hat sich wirklich gut versteckt, die Nudeln. Sally! Ja, warte mal schnell. Ich kleines Wesen. Muss man ganz kurz schnell noch den töten, weil der geht mir noch schon gegen den Zipfel. So, Sally, ein wahres Lohrfisch. Da hast du dein liebe Fleisch und deine lieben Glühwürmli. Und wir haben das Level up. Die schwarze Klinge steht bereit. Ich erwarte euch in Orgrimmar. Kommt, bevor die eisige Hand des Todes ganz Azeroth umklammert. Warte mal ganz kurz. Können wir jetzt schon in die Schattenlande? Sehe ich das richtig? Er hat uns jetzt gerade gesagt, dass der Schleif das Schattenland hat gerissen und wir erwarten uns im Orgrimmar. Aber warte mal. Wenn wir jetzt schon in die Schattenlande... Schattenland ist doch erst ab Level 50. Das ist ja das unendliche Ding, das mir mal gesagt worden ist. Also ich würde jetzt schon sagen, wir machen noch bis Level 50. Also... Oder wenn wir jetzt schon in die Schatten... Hä? Also der Typ hat uns jetzt gerade gesagt, wir können da jetzt, wie es aussieht, schon auf Orgrimmar. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt einfach mal da noch weiter. Also ein Level bringen wir sicher mal noch an. Ich jetzt denke, wir gehen mit Level 50 weiter. Also... Ah ja, aktiviert die Macht des Todes und stellt Kragwa wieder her. Dann machen wir doch das. Aktiviert die Totem. Ich wollte nämlich unbedingt noch wissen, wer da der Blutgott ist. Meine Stärke kehrt zurück. Schnell entfesselt die Magie eines weiteren Totems. Gut. Meine Macht wächst. Die Macht ist am Wachsen. Entfesselt die Magie des letzten Totems. Wir sind dran, mein Lieber. Und da zeigt es mir immer an, dass ich PvP auswählen muss, aber das interessiert mich nicht. Quest beenden! Quest beenden! Und noch... neue Hand! Sehr gut! Nutzt Kragwas Macht, um den Gegner an den Bluttrollen aufzuhalten. Annehmen! Es wird Zeit, dem ein Ende zu setzen. Trefft mich am Flussufer. Dann treffen wir den Fall am Flussufer. Da vorne? Okay. Los geht's. Wir treffen ihn am Flussufer. Dann kommen wir neue Hände über. Juhu! Aber wir haben nur noch 3 Plätze im Inventar wieder. Mann, wir müssen wirklich schauen, dass wir da noch schnell wieder unser Zeug verkaufen können. Und sonst können wir uns ja wirklich überlegen, ob wir früher in das Schattenland abhauen. Sonst können wir uns ja wirklich überlegen, ob wir früher in das Schattenland abhauen. Weil wenn der jetzt schon gesagt hat, komm auf Orgrimmar, der Schlei des Todes hat gerissen, die Schattenlande sind offen,
heisst es ja in meinen Augen so viel wie, hey, gib Bescheid und dann können wir in die Schattenlande. So, da sind wir, Sally. Ich bin bereit. Ich Nein, lasse was? dir diese Angriffe nicht länger bieten. Vernichtet sie. Was, jetzt kann man der Frosch sein? Wow. Ich werde niemandes festmachen. Nein, was? So geil. Gut. Ihr Anführer ist tot und diese Diener werden ihm bald folgen. Laben wir uns an ihnen. Nein, was? Das ist ja mega geil. So Quests finde ich immer schade, dass wir nur so wenige töten müssen. So Quests finde ich wirklich immer so schade, dass wir nur so wenige töten müssen. Wir haben unsere Feinde in die Flucht geschlagen. Ja, okay, in dem Fall. Nice. Kragwar der Riesige. Hey, das ist jetzt wirklich cool, dass wir mit ihm zusammen können da einfach Troll töten. So. Dann haben wir die Quest nämlich auch schon erledigt und dann gehen wir wieder zu ihm zurück und dann hören wir uns mal an, was er da von uns genau möchte. Shadowlands, ja, es hat wirklich angefangen. Kampagne von Shadowlands. Durch zerrissenen Himmel, Ankunft in den Schattenlande. Erfahren mehr über das Schicksal eurer Anführer. Also das heisst, wir könnten wirklich in die Schattenlande zurückgehen. Also richtig Schattenlande gehen. Dann könnten wir uns das eigentlich wirklich überlegen. So, wir nehmen unsere neue Hand. 4 Rüstung, 3 Beweglichkeit, 4 Ausdauer, 12 kritisch, 3 Tempo. Let's go, Quest beenden. Freunde der Frischen, trefft Schattenjäger nach oberen Froschmarsch und meldet Prinzessin Talia und euren Erfolg. Die Prinzessin will sofort unseren Bericht hören. So, ziehen wir das an. Also dann sind wir schon langsam sind wir ziemlich stark unterwegs. Aber wir haben im Dienste von Kragwa haben wir noch eine Quest. Gerade da hinten. Oder wir gehen zurück zu der Prinzessin. Komm, wir gehen zurück zu der Prinzessin. Weil wir haben jetzt wirklich eigentlich, wir könnten in die Schattenlande zurück. Ich wollte eigentlich nur noch erfahren, was da in der Hauptquest noch so abgeht. Gut, wir haben erst 5 Kapitel von 8 fertig. Das heisst, wir würden wahrscheinlich erst am Schluss erfahren, was so vor sich geht. Aber ich muss ehrlich sagen, das Questen, das kann ich auch immer noch, wenn ich dann Level 60 bin. Also ich bin so einer, selbst wenn ich Level 60 bin, ich questen und questen und questen. Weil ich liebe einfach die Geschichte von World of Warcraft. Es ist einfach so individuell, so gross, so geil und man kommt so viel Gold über, wenn man am Questen ist. Dass ich mir eben wirklich überlegen kann, dass wenn ich jetzt Level 60 bin, dass ich mir sage, eben, hey, dann ist das Let's Play vorbei, aber ich mache mit mir weiter und gehe da voll rumquesten. Damit ich noch erfahren werde, Guru oder wie der auch immer heisst ist. Ich hab grad Mutumbas Bericht Für die gehört. Dunkelspeere. Quest beenden! Ihr zwei einiges Bleibt erlebt. immer wachsam. So, Viel zu tun. und Quest beenden! Jetzt stehen wir vor der Frage der Fragen. Jetzt stehen wir vor der Frage der Fragen. Und zwar, gehen wir nach Orgrimmar und Richtung Schattenlande oder machen wir einfach da weiter bis Level 50? Das ist wirklich eine mega Frage. Ich weiss nicht mehr, wo unser Heimatort ist. Wir müssen sowieso dann zurück auf Zuldasar wahrscheinlich und von dort aus dann auf Orgrimmar gehen. Und ich bin mir wirklich gerade am überlegen, ob wir das machen wollen. Ich bin mir das wirklich am überlegen, ob wir in die Schattenlande, wenn wir das machen. Also komm, zuerst verkaufe ich mal mein Zeug, bevor ich jetzt da noch... Dann kann ich mir ja jetzt gemütlich schnell Gedanken darüber machen, ob ich jetzt da... Ob wir das jetzt schon machen wollen. Nein, ich fühle so viel kritisch. Weg mit dir. Nein. Zack. Und zack. Haben wir sonst gerade noch etwas? Lass uns wieder etwas übersehen. Die könnten wir mal noch verkaufen. Da die Augen, die brauchen wir nicht. Der Rest ist alles notwendig. Okay. Dann würde ich mal sagen, wisst ihr was? Wir nehmen das Flugtier Richtung Zuldasar. Wir machen das auf den Weg nach Orgrimmar. Und wir gehen Richtung Schattenlande. Weil auf das freue ich mich schon so lange, dass wir uns das jetzt einfach verdient haben. Let's go! Let's go! Let's go! Ab nach Zuldasar, ab in die Schattenlande. Dann leveln wir uns dort nämlich auf bis Level 60. Ich freue... Oh mein Gott, freue ich mich jetzt gerade. Oh mein Gott! Und dann muss ich einfach mal schauen, dass ich all meine Quests mal absage. Oder dass ich sie alle mal ausblende, weil ich wollte in der Schattenlande meine Ruhe haben. Nicht da... Ausblenden. Ausblenden. Wir können sie jetzt einfach mal alle ausblenden. Ich hoffe, das lange. Sonst müssen wir dann wirklich anfangen
auch absagen. Das wäre mega schade eigentlich. Ausblenden. 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 Und ausblenden. Let's go. Und dann haben wir nämlich nur noch die da. Trefft Arya Morgrave vor der festen Grommage in Orgrimmar. Nehmt das Portal von der Halle der uralten Pfade nach Orgrimmar. Optimal. Erfahre mehr über das Schicksal eurer Anführer. Es ist Zeit, Jäger. Hochlord Bolval Vordring erbittet eure Anwesenheit auf der Spitze der Eiskron-Zitadelle. Trefft mich in Orgrimmar und ich bringe euch zu ihm. Ich würde ihn nicht warten lassen. Okay. Ah, so geil. Wir gehen in die Schattenlande, endlich. Ich habe mich so zusammennehmen mit Commander Char jetzt endlich in die Schattenlande hineingehen. Und jetzt ist es so weit, dass wir sagen, hey, wir gehen mit dem Jäger, wo wir von Anfang an geplant haben, die Schattenlande zu machen, gehen wir in die Schattenlande. Und sobald ich aber mit ihm mal durchgewässert habe, kann ich mit den anderen auch noch. Juhu! Juhu! Da freuen wir uns. Jetzt habe ich richtig Lust. Freude herrscht, Freude herrscht. So. Würde ich sagen, wenn wir das Portal nehmen, das sollte ja irgendwo da rein sein. Richtig Orgrimmar. Und dann verlassen wir Zuldasar. Mega schade, ich wollte eigentlich unbedingt auch noch wissen, was weiterhin passiert dort mit dem Blutdings und allem. Aber das kann ich mir auch noch mit ein anderes Mal anschauen. Oder wir sagen eben, mit Level 60, wenn ihr Lust habt, dann können wir das auch in die Kommentare reinschreiben. Trifft Chi Feuerpfote in der Botschaft von Orgrimmar. Die Botschaft von Orgrimmar. Okay, nehmen wir die jetzt einfach mal noch an. Aber wir wollen jetzt eigentlich das hier machen. Wir wollen jetzt eigentlich noch das hier machen. So. Dann würde ich sagen, wir sind ready. Oh, mein Gott, ich bin nur nervös. Ich habe mega Freude. Da wartet er schon auf uns. Da wartet er schon auf uns. Aber wisst ihr was? Wie das vor sich geht mit der Schattenlande, das erfahren wir in der nächsten Folge, wenn es wieder heisst, der Runde World of Warcraft mit eurem Schweizer. Danke vielmals fürs Einschalten. Ich freue mich schon mega. Lasst einen Daumen, ein Like da, wenn ihr das sehen wollt. Und eben das wegen dem Level 60, dass wir dann weiter durchgewesen, das können wir dann immer noch anschauen, wenn wir Level 60 sind. Wenn jetzt würde irgendjemand sagen, so, hey, ich habe noch Bock, dass du weiterspielen würdest, kann ich immer noch mit Level 60 weiter das Let's Play fortführen, weil bei World of Warcraft will ich so schnell sicher mal nicht aufhören. Ich danke vielmals, bis in die nächste Folge und ciao!